Das sieht man, glaube ich, recht gut. Robbie Robb, den habe ich letztens getroffen. Ja. Komm mit, komm mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute gehen wir zu Los Hermanos Sing. Hey, weißt du, im Gürtelladen. Heute gehen wir mit dem Isma mit, Murphy und dem Choco. Let's go! Ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute zeigen wir euch eine neue Eröffnung von einem Club, und zwar genauer gesagt vom Mansion Club, ehemals Beach Club in Hinwil. Da heute Shirin David einen Tourstopp hat im Hallenstadion Zürich, kommt sie nachher an die Afterparty da. Hinter der Kamera wieder der Roy. Danke vielmals, übernimmst du den Job. Kleiner Fun Fact: Wir haben uns vor 2 Jahren das erste Mal gesehen. Oh mein Jungs! Den kennt man auch, oder, der Roy? Und jetzt schauen, wo wir sind. Also danke vielmals, machst du das hinter der Cam. Hinter mir seht ihr den Eingang dort oben. Ich war letzte Woche schon mal da, wo sie noch voll im Aufbau waren. Und ich würde sagen, das seht ihr jetzt. Jo, wir haben eine Woche vorher. Ich bin am Start und ich würde sagen, wir gehen schauen, wie es drin aussieht. Bis. Ich habe mir schnell den Chucks Visite genommen. Vielleicht kennt der eine oder andere noch von euch von der ersten Folge «Komm mit». Wenn nicht, geht das jetzt zuerst schauen. Mit dem hat das Ganze angefangen. Er zeichnet hier auch wieder etwas. Das sieht man, glaube ich, recht gut. Er ist auch wieder künstlerisch unterwegs. Vielleicht interessiert jetzt noch die einen oder anderen, wie hast du den Jens dich kennengelernt oder hat er dich gebucht? Recht lustige Geschichte. Der Jens ist ein bisschen ein Allrounder. Also der Typ Europameister Karate, Monaco F1 Barkeeper. Oha. Also der ist recht unterwegs. Er war auch der alte Cube-Sitzer. Also Cube kennt man ja. Das Q, ja, das kenne ich noch von früher. Von der Galerie ist er schnell eingesprungen. Wir haben uns halt auf Anhieb sehr gut verstanden. Er ist auch ein recht offener Typ. Wenn er nicht gestresst ist. Wenn er gestresst ist er recht also er ist fokussiert. jetzt wirklich fokussiert, natürlich eine Woche vor Club-Eröffnung. Logisch. Da bist du hin und her. Darum ich bin froh, wenn ich ihn nachher kurz vor die Linse bekomme, um euch ihn schnell vorzustellen. Und ja, sind gespannt. Hey! Hey, hallo. Hey, Hoi Jens, freut mich. Da haben wir gerade den Geschäftsführer. Willkommen im Menschen. Ja. Das Logo ist noch nicht dran, aber ich führe mal trotzdem durch den Laden. Wir sind hier im Eingangsbereich gerade drin. Haben dann da das Kassenhäuschen, hier haben wir die Garderobe. Ja. Und hier sieht man auch schon das Thema vom Club. Wir sehen so ein bisschen in die Amazonas-Richtung. Viel Wald, viel Blumen, ja. ein bisschen dschungelmäßig. Dieses Thema haben wir übernommen, werden wir behalten, finden wir gut. Das ist Nobby, Hoi, Kisi, freut mich. mein Partner, und auch der Haupteigentümer. Und wir zeigen euch jetzt so ein bisschen den Club. Schön. Oh, da ist was grosses Gemälde. He? Wir arbeiten mit Kili zusammen, Kilian Jakstanivi. Sag mal hallo. Kennt man auch. Schönes Gemälde, also. Wir wollten was machen, was einzigartig ist, und haben eben dieses Amazonas-Thema ein bisschen aufgegriffen und wollten das an der Wand haben. Es ist unglaublich aufwendig Ja. und es ist unglaublich einzigartig. Und wir lassen es wirklich von einem Zürcher Künstler machen. Es sind 2. Benko hat das Design gemacht, vorgelegt, und Kili muss es dann malen. Umsetzen, ja. Ist jetzt auch seit Wochen dran und sieht über Bombe aus. Also es sieht jetzt schon Bombe aus. Ja, sind wir gespannt, wenn es dann fertig ist. Ich bin auch gespannt, wenn es dann fertig ist. Ja, war so die eingerichtet, sieht auch katastrophal aus. Und hier sieht man dann das DJ-Pult, wie es dann kommen wird. Was heute besonders ist, wir haben heute FSL Communicational, und die machen die Sound-Auspegelung. Und das passiert genau einmal im Clubleben, dass so eine Anlage ausgepegelt wird, weil man die nicht so oft braucht. Ja. Andi, sag mal hallo, die Kamera. Ja, die stellen das Mikrofon auf, wie man das sieht. Und dann werden die Boxen laufen gelassen, dann messen die Höhen, die Tiefen. Und dann steuern sie die Anlage digital an, so dass es dann nachher perfekt klingt. Schön in den Ohren tönt und nicht Genau, übersteuert. Ja. Ja, wenn ihr seht, alles noch im Rohbau. Also
Ihr könnt nicht meckern, das ist authentisch 200%, gell? Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn du hintrittst. Ja, DJ-Pult haben wir nach unten genommen. Das ist ja der alte Beachclub. Und im alten Beachclub war das so, das sieht man hier von hier ganz gut, dass die Amphore, und der DJ war früher auf dieser Empore und hat von da aufgelegt. Okay. Wir fanden das aber sehr unpersönlich und wollen den DJ mehr bei den Leuten haben. Wir haben Gast, wir haben einen riesen DJ-Pult gebaut oder sind es noch am Bauen und haben die Bühne jetzt da drunter. Da oben wird so ein bisschen unsere VIP-Loge sein, das ist auch der Büroeingang. Da wollen wir gar nicht so viele Leute haben. Ja. Und wir haben es eher nach unten gesetzt. Okay. Wie hast du gesagt, hat der Club vorher geheißen? Das ist früher mal der Beach Club gewesen. Beach Gab's, Club. glaube ich, 35 Jahre. Das ist eine Legende. Jeder kennt ihn. So Leute wie DJ Antoine waren hier früher. Die haben zwar hier Homebase. Robbie Robb, den habe ich letztens getroffen. Ja. Der war hier auch quasi fast jedes Wochenende. Danos, Sir Colin. Danos, ja. Die großen Jungs von früher. Legenden. Wir haben ein großes Dach. Was wir dann öffnen können im Sommer. Also für das ganze Ding wird Open Air. Ah, das kann man wegmachen? Komplett weg. Krass. Und haben Sitzplätze, es sind 15 Logen für knapp 100 Personen. Und eine schöne Situation. Also man kann da wirklich vernünftig sitzen, vernünftig Shisha rauchen, abgetrenntes Fuma. Stört den normalen Gast nicht, können Shisha während des Clubbetriebs anbieten. Haben jetzt noch da eine Bar reingebaut, die Red Bull Organics Bar. Und schöne Situation hier. Ja, Hinten definitiv. machen wir eine Smoker Lounge. Die sind auch so ein bisschen verschwunden. Ich bin auch ein großer Zigarren-Fan. Ja. Und wir fanden das mit den großen Türen so schön. So da jetzt müssen wir noch nicht reinschauen. Sieht Noch nicht gut aus. Ja, da werden wir eine Zigarren anbieten, sind da mit David auf in Verhandlungen und das wird unsere David Smoker Lounge Okay, zukünftig. schön. So dass man sagen kann, wenn der Clubbetrieb dann am Wochenende ist, hat man da vorne sein Clubprogramm, die Künstler Ja. und Voll-Action und hier drin kann man sitzen, rauchen, Gemütlich. Clubbing machen oder eben auch sich noch unterhalten. Ja. Wir sind 7 Tage die Woche auf. Und das ist aber unser unser Kerngeschäft ist hier, Shisha, 7 Tage die Woche in Hinwil. Ja. Das hat vorher schon sehr gut funktioniert und das wollen wir so wieder aufgreifen. Hinwil, Wässerstraße 12. Wässerstraße Straße 12, das ist richtig. Auf jeden Fall. Wie lange war jetzt da kein Clubbetrieb gewesen, bis jetzt ihr da drin sind? Ich kann das so gar nicht beantworten. Also es war kein Clubbetrieb, es war Shisha-Betrieb. Und die haben das Clubthema nicht aufgegriffen. Da waren viele am Werk, die Rivera Lounge, die lief wohl sehr, sehr gut. Aber es ist halt kein Nachtclub gewesen, sondern Shisha-Bar. Ja. Und ich selber bin aber ein Clubmensch. Und wenn ich Produkte mache, sind die meistens Clubs. Ja. Und ich fände es auch schade, den schönen Bereich vorne nicht auszunutzen oder den alten Beachclub wieder aufzumachen. Ich fand, das war das Erste, was wir machen. Wir haben viel Geld investiert in diese Geschichte. Aber wir können nicht so einen schönen Laden auf Halbschuh fahren. Das wäre traurig. Also eben im Bereich Club hast du sehr viel Erfahrung, so wenn ich auch vom Kilian vorher vernommen habe. Also früher bist du auch im Q aktiv gewesen, gell? Das ist richtig, ich war sehr lange im Q. Von Flamingo, im Vertigo. Ich war im Bio. Als Im noch Bio Bio auch noch, ja. Was habe ich noch alles gemacht? Red Floor. Ich war zuletzt im Aldi in St. Gallen. So, Ah, dort haben wir uns das letzte Mal gesehen, haben wir glaube uns ich. gesehen, ja. Kurz, gell? Achso, ein bisschen was, als wir angefangen haben, hier umzubauen, ist das unser Lager gewesen. Und kein einziges Licht hat gebrannt. Zum Glück haben wir da Andi, der hat das Ding wieder hergestellt. Und hier ist Tatsache der alte Beachclub rausgekommen. In seiner ursprünglichen Beachclub-Form mit den Holzbalken, der alten Bar. Und den haben wir jetzt wieder ertüchtigt. Neues Soundsystem reingestellt. Und am 11.11. machen wir den, ich glaube, nach 12 Jahren oder so, das allererste Mal wieder Krass. auf. Das war früher der Donnerstags-Hip-Hop-Floor im Beachclub. Donnerstags Hip. Donnerstags Hip-Hop-Floor, donnerstags war Hip-Hop hier auf diesem Floor im Beachclub. Das war Legende. Jeder, der mich kennt das noch. Oder ist jemand rausgeflogen. Ja. Das ist cool. Die Bar ist auch noch wirklich, ich muss das mal zeigen, diese Details, die sie damals verarbeitet haben, das sieht man heutzutage nirgendwo mehr. Die wirklich, das ist Holzarbeit mit der Glasplatte. Vom Handgeschnitzt, hä? Handgeschnitzt. Das sind Onyx-Steine. Ich glaube, das ist ziemlich die erste Installation von defensiv beleuchteten Onyx-Steinen. Die leuchten Die leuchtet. von innen. Also Voll geil. die leuchtet von innen, hä? Und das haben die Leute heutzutage vergessen. Früher gab es Tänzerin Ja, im Club ja. und das ist ein Tanzmodest. Aha! Und dann haben sie da drauf Das da getanzt. oben auch. Das ist auch ein Tanzpodest. Ein Tanzmodest. Und wir haben sogar im Mainfloor noch einen Wasseranschluss unter der Decke gefunden,
Da hing früher mal eine Dusche Nein. für die Tänzerin. Wir haben gedacht, wir bauen die wieder an, aber da wurde mir gesagt, das wäre nicht mehr State of the Art. Das macht man heutzutage nicht mehr. Ja, und dann Sauerei hast du auch, ausser du hast gerade einen Das ist Ablauf. abgeschlossen. Ah, ist abgeschlossen. Okay. Ja, wir hängen auch keine Frauen mehr unter die Decke im 2021. Das Ja. wird nicht passieren, ja. Das Krass. ist schön, wir haben das noch hinbekommen. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit. Und es ist noch eine absolute Baustelle, das wissen wir. Aber wir sind absolut positiv, dass das alles klappt. Auf jeden Fall, es wird klappen, es muss klappen. Das klappt. Ja. Shirin David kommt. Shirin David, Shirin Special David. Guest. Hä? Mega. Also wir haben die Eröffnung 2 Wochen vorgezogen. Nur wegen ihr. Nur wegen ihrer Tourstopp jetzt in Zürich. Wegen ihr, weil sie hier ist. Oder wir haben sie angeboten bekommen. Wir hätten noch nicht mal gefragt, um ganz ehrlich zu sein, weil diese Art von Künstler sind nicht verfügbar. Die machen keine Aftershows, die machen keine Clubshows. Und es ist ein Riesenglück, dass wir die hatten. Und ein Riesenglück, ein Opening zu machen mit der größten deutschen Hip-Hop. Das ist Wahnsinn. So, also auf jeden Fall, jeder von euch soll da mal vorbeischauen. Natürlich, wenn ihr das Video seht, ist die Eröffnung schon durch. Aber kommt auf jeden Fall bei dem Menschenclub Zürich vorbei. Und vielleicht seht ihr auch den Jens oder den Chucks oder den Nobby. Wir werden viel da sein. Wir sind sicher hier. Nachher an der Eröffnung werden wir den Jens wahrscheinlich nicht so aktiv können begleiten, weil er wird hin und her sein, dort von Lounge zu dort. Ja, ich habe voll, dass du hier bist und voll, dass ihr schaut. Danke. Schön. So, wie ihr seht, die letzten Vorbereitungen laufen. Das ist eigentlich fast alles ready. Ich hoffe, euch hat der Eindruck von vorher noch gefallen, dass ihr gesehen habt, wie passiert so der Aufbau ein bisschen grob. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Finishers. Shirin David. Step in die Soiree, Attitude sneaky. Kronleuchter separé, steh auf Schickimicki. Donatella an meinem Hals, doch die Schuhe Jimmy. Kein Undercover-Flex, gib ihn. Der Körper ist gewaxt, alles bei mir glatt. Du willst Tags auf meinen Nacken, doch hast keinen Guap. Sprichst du grad nicht über Cash, versteh ich keinen Satz. Dein 10.000 Euro Check reicht für eine Nacht. Die Gesichter von deinen Homies sind rotbäckig. Und wenn ihr seht, wir haben natürlich auch einen roten Teppich parat. Und oben mir seht ihr natürlich das schöne Gemälde vom Chucks und vom Benko. Da seht ihr das neue DJ-Pult, das sie extra gebaut haben. Sie wollen den DJ ein bisschen näher bei den Leuten haben. Früher war er hier oben. Und unten dran haben wir die Stage, wo sie nachher performen wird. Und weiter hinten, gerade auf der Seite, haben wir noch ein Bar. Also wenn ihr da seht, hinter mir eine wunderschöne Fotobooth, wo man auch Fotos machen kann. Man kann natürlich da drauf sitzen. Ich hoffe, es sieht mich. So auf ganz entspannt, so girly-like. Und dann haben wir da noch einen weiteren Floor. Das war früher ehemals Beach Club, immer noch im alten Style. Aber der wird heute auch schon offen sein. Ich hoffe, man hört mich. Hinter mir haben wir hier den Shisha-Bereich, da kann man gemütlich Shisha rauchen. Und im Sommer kann man übrigens Toppen wegnehmen. Jetzt gehen wir rauf. Hier oben ist der Backstage sozusagen. Also Shirin sollte, wenn sie dann kommt, da sitzen mit ihrer Familie und von hier hat man natürlich einen wunderschönen Ausblick. Transparent Dress, nur so für den Flex. Alles wie geleckt, sag mir wie schmeckt. Shirin David, Bitch, welche Hovelstress. Ich mache deine große Liebe heute zu deinem Ex. Alles super size, wie du weißt. 20 Mädels VIP für die Vibes. Komm mir nicht mit Style-Vibe, Bitch, ich trag Victorias Geheimnis und am Valentino bleib bei. 10 cm Stoff, Baby, gib. Also wir sitzen jetzt da gerade in der Lounge vom Ilian Gianni. Also laut deinen Fingern bist du bis vor einer Stunde noch am Malen gewesen, oder wie? Vor 20 Minuten, wenn wir ehrlich sind. Alles auf den letzten Drucker. Aber ihr wisst Bescheid, Diamanten entstehen unter Druck. Gestern bin ich fertig geworden, meine Bilder hängen auch. Ja, ihr seht hinter uns, da Bilder, überall hängen Bilder. Pult, ja, Menschen ohne Jocks gibt es nicht, muss man auch wirklich dazu sagen. Und ich bin sehr froh und stolz, können beizutragen zu dem Ganzen. Also wirklich für mich eine grosse Ehre. Brutal, ja. Also macht euch nachher selber die Eindrücke, wie der Abend verlaufen ist und wie die ganze Kulisse ist mit den Bildern, mit dem Hintergrundbild da. Also macht euch selber den Eindruck. Gönnt euch. Die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihm. Fahren in dicken Limousinen durch die City mit den Fingern. Die ganzen Fuckboys, Baby, gib ihm. Gib ihm, gib ihm. So, wenn ihr auch schon gesehen habt beim Aufbau, das ist der Nobby. Hoi.
Bist Zweig, ist alles parat? Ja, alles parat, mehr oder weniger. Ein bisschen, ja, Grand Opening. Und darum ist noch ein bisschen durcheinander. Langsam kommt es. Es ist schon noch früh. Es ist noch früh, ja, was haben wir jetzt? 10 ab 11. 10 ab 11. Was denkst du, wie lange geht es heute? Wird sicher lang. Also, wir sind voll ausverkauft, alle Tische weg. 25 Lounges sind weg und wir hätten ohne Problem 50 Tische verkaufen. Also wirklich, und jetzt der erste Abend, das Team ist noch nicht ganz eingespielt, oder? Aber es kommt gut, ja. Also es sieht alles wirklich mega schön aus. Wenn ihr gesehen habt, vor einer Woche war da noch eine riesige Baustelle und sie haben unter Druck ein riesiges Ding angelegt. Wirklich Chapeau, wirklich Danke geil. dir mal. Ja, in 6 Wochen haben wir wirklich mega arbeiten mit Kunst an der Wand und super Personal, Cocktails. Ja, mit der Zeit werden wir besser und besser, aber wir sind jetzt schon gut. Ja. Super, danke vielmals, Nobby. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekends ella sale a vacilar duro. Mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Wir sind da mit dem. Mit den Bros. Alles RJ Music. Bist du schon mal an dieser Location gewesen? Ja, in den jungen Jahren noch. Also im Beach Club in dem Fall. Oh, wie findest du es jetzt? Next Generation. Next Generation, also, schönen Abend, Bruder. Grüße. Also, neben mir haben wir einen anderen Künstler, der Benko. Wie geht's? Mir geht's super, Bro. Ich freue mich auf Shirin, ich freue mich auf den Club. Es läuft gut, gute Stimmung, wie immer. Auf wer warten wir jetzt noch? Auf Shirin David, auf den Hauptdeck vom Abend. Wir haben das Big gemacht, ich und der kleines Big gemacht für sie. Ich hoffe, sie hat Freude und ich glaube, es kommt sehr gut, auf jeden Fall, ja. Geil. Du bist auch in der Fame Gallery vertreten, oder? Richtig, genau. In Also der Fame Gallery und in Dubai auch, der Gallery 27. Ja, in Dubai auch noch. Genau, richtig, ja. Krass, also wenn ihr den Chucks schon kennt und den Benko noch nicht, könnt ihr sehr gerne auschecken. Benko Graf. Es wird Zeit. Danke dir vielmals. Ja. Okay. Ja, der Boy sagt everyday I'm hustling. Breite Brust, markantes Kinn. Doch ich nehm ihn nur ernst, ist er fuckable. Der soll sich nicht anstellen, weil ich übergriffig touchy bin. Guck nicht so böse, mein Süßer, ich möchte dich lachen sehen. Ach, du bist doch nicht vergeben? Dann kannst du ja mit mir reden. Bad Bitch mit Aggressionsproblemen. Tja, so bin ich eben. Bist du zu nett zu mir, merkst du? Wenn ihr seht, wir sind am Ende des Videos angekommen. Also es war eine sehr hektische Stimmung natürlich. Einerseits wegen der Neueröffnung, andererseits haben wir eine Zeit lang nicht gewusst, kommt der Special Guest überhaupt. Du bist irgendwie am 10 Uhr bist du zu mir gekommen, gell? Und hast gesagt, du Fisi, ich glaube Shirin kommt nicht, weil sie ist gar nicht zu weg war. Ja. Aber schlussendlich ist sie trotzdem noch gekommen. Ich würde sagen, es war ein mega gelungener Abend. Ich hatte Spass. Ich weiss nicht, wie ist für dich der Abend verlaufen? Ja, es war natürlich erwartungsgemäß war es auf den letzten Drücker. Und wie ich dir gesagt hatte, oder der letzte Pinselstrich ist gemacht 20 Minuten nach Eröffnung. Das ist genauso gewesen. Aber ja, damit haben wir gerechnet. Wir haben super viele Gäste gehabt. Es sind ganz viele unserer Freunde gekommen. Wir sind super früh gekommen, das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben alle Tische weggehabt, wir hätten mehr vergeben können. Und war natürlich mit dem Personal noch nicht so eingespielt. Oder? Du hast schon das Briefing gesehen. Ja. Da kannst du schnell erzählen, aber so ein Abend ist chaotisch. Bis zum letzten Moment, wie gesagt, wusste ich nicht, ob Shirin kommt. Wir hatten natürlich alle Infos und die Fotos bekommen aus dem Hallenstadion. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt hat das überhaupt keinen Wert mehr. Jetzt machen wir das Beste aus dem Abend, was kommen kann. Ich lege jetzt mal das Handy eine Stunde zur Seite, weil dann einfach nur noch Informationen gekommen sind. Ja. Und wir haben aber das Glück gehabt, mein Partner, der Nobby, der hat an so einem tibetischen Heiligen, an so ein tibetisches Kloster, vorher 500 Stutz gespendet vor der Eröffnung. Und irgendwie hat das gewirkt. Irgendwie hat es gewirkt, ja. Irgendwie ist sie auf einmal wieder gesund geworden.
und hat die Show gemacht und ist auch an die Afterparty gekommen und hat eine ganz hervorragende Show hier gemacht. Und wir sind super happy, dass das geklappt hat. Die Performance war mega. Kitty Cat war mit dabei. Stimmt, ja. Kitty Die Cat hat war man mit auch dabei. drauf, Hat auch performt. Die sind doch eine Weile geblieben. Ja, wir haben die dann nach Hause gefahren. Kitty Cat wollte unseren Fahrer nicht wegschicken. Keine Ahnung. Ja, wir haben Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt auch Spass gehabt beim Zuschauen. Danke vielmals, Jens, hast du so etwas ermöglicht. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für deine Geduld. Du hast viel warten müssen und viel selber organisieren müssen. Das gehört immer dazu, ja. Das seht ihr natürlich hinter dem Bildschirm nicht, was noch alles dazugehört. Was ihr auch nicht seht, ist, der Fisi hat sein Geld hinten am Handy dran. Ich weiß nicht, ob das für mich ist, Bestechungscode. Das ist ein Notfallgroschen, weißt du. Okay. Auf jeden Fall danke vielmals auch Roy, hast du den Job hinter der Kamera übernommen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei der nächsten Folge. Ciao miteinander. Ciao, vielen Dank. Visualisiere das Objekt in dir, boy. Weiß, was für dich das Beste ist und dass es keine Grenze gibt. Bist du nicht schlau? Egal, weil ein dummer Junge besser fliegt. Weiß